Endlich hatte ich den unerwarteten magischen Besuch jenes Nachmittags vor mir. Tatsächlich erwartete mich etwas ganz anderes. Das genaue Wort, um das ganze Ding zu beschreiben, war genau das. Ding. Sieh mal, Jeff. Ein Bauchredner. Hör auf mit dem Blödsinn! Das ist kein Bauchredner, das ist ein Detektiv. Guten Tag, meine Herren. Meine Herren... Marx, wie der Groucho. Walters. Wie ich eben. Ach ja, die von dem Überfall. Doch, ich entsinne mich. Was kann ich für Sie tun? Ja, jetzt haben wir beim Detektiv Spade drin. Und was kann uns der denn so sagen? Also, es gibt sonst nichts zum Untersucher. Ich habe Schüttelfrost gekriegt, als ich bemerkte, dass ich meine Sekretärin mit demselben Verlangen betrachtete wie die Flasche. Ich hatte meinen Kunden immer ein Gläschen Bourbon eingeschenkt, um die Unterhaltung einfacher zu gestalten. Aber an dem Tag hatte ich nur die eine Flasche und sie war fast leer. Von Natur aus bin ich großzügig. Deswegen sagte ich sehr höflich, wenn du nur daran denkst, die Flasche anzufassen, reiß ich dir das Hirn mit den Zähnen stückchenweise raus. Bleiben Sie ruhig, Mensch. Ich trinke doch nie. Wenn ich den Lügendetektor nicht verpfändet hätte, wäre er jetzt so laut explodiert, dass man sich noch Jahrhunderte daran erinnert hätte. Gut, also die Flaschen dürfen wir nicht gelangen. Dann reden wir mal mit ihm. Wir stecken hier fest. Können Sie uns helfen? Selbstverständlich. Raus hier! Sie können mein Büro jetzt verlassen. Sehen Sie, wie einfach es ist? Hier steckt niemand fest. Das ist ein freies Land, Mister. Warten Sie mit solchen Aussagen lieber noch, bis die Stimmzettel in Florida ausgezählt sind. Aber Sie missverstehen mich. Was ich meine ist, dass wir hier feststecken, in diesem Schwarz-Weiß-Film. Wir brauchen einen Diamanten, um in unsere Dimension zurückkehren zu können. Ins wirkliche Leben. Verstehen Sie? Halt, Moment mal. Sagen Sie bloß nicht, dass Sie zu diesen Verrückten gehören, die glauben, dass wir in einem Film leben. Anscheinend redet man in letzter Zeit überall darüber. Man hört es auf der Straße, in den Bars, überall. Oha, das hat wahrscheinlich mit Impoté zu tun. Beim Entkommen muss er die Zeitraumbarriere durchbrochen haben und jetzt bringt er die Filmfiguren dazu, sich ihrer Lage bewusst zu werden. Jetzt hören Sie aber auf. Ich bin real. Sehen Sie das nicht? Ich bin so real wie Spartacus, Norman Bates oder Bugs Bunny. Das sind alles Filmfiguren. Ah, zwecklos. Vermutlich werden Sie mir jetzt anbieten, zwischen einer blauen und einer roten Pille zu wählen, damit ich ins echte Leben zurückkehren kann. Stimmt's? Nein, damit wären Sie immer noch eine Filmfigur. Und mit Impoté haben wir schon genug am Hals. Vergessen Sie es einfach. Werden Sie mir helfen? Hätten Sie nicht einen Diamanten, den ich benutzen kann? Tut mir leid, das ist ein Berufsgeheimnis. Das heißt, Sie haben ihn? Das habe ich nicht gesagt. Aber Sie haben es angedeutet. Sie hätten Nein sagen können, dann hätte ich Sie nicht weiter belästigt. Stattdessen sagten Sie, es wäre ein Berufsgeheimnis. Das heißt, Sie müssen ihn haben. Gute Schlussfolgerung. Möchten Sie mir meinen Detektivjob wegnehmen? Aber nein, ich möchte nur einen Diamanten. Kommen Sie schon, geben Sie ihn mir. Wenn Sie ihn später wieder haben wollen, müssen Sie nur den Film zurückspulen. Dann hätten Sie ihn wieder. So einfach ist das. Wenn Sie nochmal diesen Blödsinn mit den Filmen erwähnen, erschieße ich Sie. Okay, hat er denn viel Arbeit? Viel Arbeit? Brauchen Sie einen Gehilfen? Ich möchte nicht viel verdienen, nur einen Diamanten, falls Sie einen haben. Wir haben wirklich eine Menge Arbeit. Aber ich bin Sam Spade, der beste Detektiv der Welt. Und werde allein mit allem fertig. Und wenn ich 3-mal so viel Kunden hätte. Dann hätten Sie aber 3-mal so wenig Freizeit. Na und? Ich liebe die Arbeit. Das Gefühl, dass ich meinen Anteil dazu beisteuere, die Stadt von menschlichem Abschaum, von Ganoven, von dem Bösen an sich zu säubern. Ich fühle mich lebendig, wenn ich eine mysteriöse, schöne Frau mit langen Beinen durch diese Tür kommen sehe und sie mir 200 Riesen anbietet, damit ich ihren Ehemann finde. Das ist das Leben, mein Junge. Verstehe. Aber langweilt Sie so viel Arbeit nicht? Manchmal schon, aber das ist kein großes Problem. Ich entspanne mich, indem ich durch das Fenster die Skyline von Chicago mit ihren Wolkenkratzern betrachte. Wenn ich nur einen Blick auf die Stadt werfe, scheint sie mich zu rufen, mir Hilfeschreie zu schicken. Die Stadt hat ein Bewusstsein, wissen Sie? Und sie bittet mich, zur Arbeit zurückzukehren. Weil ich Sam Spade bin, der Verteidiger der Straßen, die Geißel des Bösen. Wie Sie wollen. Aber jetzt hören Sie auf zu trinken und erklären es mir nochmal. Ich bleibe in der Gegend. Gehen Sie nicht weg. Keine Bange. Ja, die Unterhaltungen sind immer sehr nett anzuhören. So, jetzt reden wir mal mit dem Clever, mit dem
Detektiven? Ich habe noch nie einen echten Detektiv persönlich kennengelernt. Ich weiß, dass sie nicht echt sind. Sie sind nur eine Schwarz-Weiß-Figur aus Zelluloid, die Rolle eines Schauspielers. Aber... Hören Sie mal, ich habe nicht die beste Detektei der Stadt aufgebaut, damit Sie hereinkommen und mich beleidigen können. Verstanden? Nein, ich verstehe. Die beste Detektei? Aber klar, Sie reden mit Sam Spade, dem besten Detektiv des Landes. Das ist die reine Wahrheit. Ich habe den großen Philip Marlowe, den nichtsnutzigen Harper und sogar William Roberts in die Frührente getrieben. Wer immer mit einem Fall zu mir kommt, kann sicher sein, dass ich ihn schnellstens lösen werde. In der Tat, ich habe Ihren Fall schon gelöst, Herr... Fred. Walters, das war's. Wie? Fred? Ja doch. Wilbur F. Walters. Das F steht für Fred. Können Sie uns helfen? Selbstverständlich. Ich bin Sam Spade. Wenn Sie Hilfe brauchen, werde ich Ihnen gerne helfen. Der Kunde kommt bei uns an erster Stelle. Oh, danke. Und an zweiter die Bezahlung. Nochmal danke. Moment mal. Bezahlung? Aber klar, wovon soll ich sonst leben? Von Tantiemen? Außerdem verstehe ich nicht, warum Sie sich wundern. Sie haben den Fall des gestohlenen Fernglases im Voraus bezahlt. Das wird immer so gemacht. Überlegen Sie mal, wenn Sie nicht vor Beginn meiner Recherchen bezahlt hätten und verschwunden wären, weil Ihnen irgendjemand ein Haar gekrümmt hätte. Naja, das mit dem Haar ist eine Redewendung, verstehen Sie? So wie, spiel's noch einmal, Sam. Was sollte ich denn mit einem einfachen Fernglas machen? Und wo sollte ich es aufbewahren? Och, ich könnte Ihnen einen perfekten Ort verraten. Mit anderen Worten, ohne Geld keine Hilfe. So ist es. Und Sie wissen es. Das ist ja wie bei der Regierung. Die Sache ist, wir sind blank. Und ich rede nicht vom Haarausfall, unter dem wir leiden. Wenn das so ist, Sie wissen ja, wo die Tür ist. Ach, und noch was. Sie sollten Ihren Kopf mal polieren lassen. Der kann's gebrauchen. Ihre Sekretärin hat mir den Fall des Schmugglers von Kairo... Tatsächlich? Und ich habe ihr wiederholt erklärt, sie soll nicht über unsere Fälle reden. Aber was kann man groß erwarten? Früher war sie Türsteherin. Sie müssen sehr intim mit ihr sein, um über das Thema gesprochen zu haben. Wir sind wie Brüder. Aber fahren Sie bitte fort. Was wissen Sie über den Fall? Ich weiß alles. Schließlich habe ich ihn gelöst, oder? Was würde ich sonst für einen vertrottelten Detektiv abgeben? Ach, nicht doch. Eigentlich war es ganz einfach. Ein Kerl hat die Routen der Kamelkarawanen durch Ägypten ausbaldowert und wollte einen Diamanten durch den Zoll schmuggeln. Ein Riesenstein. Groß wie der Mount Everest, aber aus Diamant. Etwas kleiner wird er wohl gewesen sein. Ja, zugegeben. Aber wenn ich die Geschichte nicht ein bisschen ausschmücke, langweile ich sie. Aber weiter. Der Schmuggler schaffte es, ihn hier nach Chicago einzuschleusen. Es gab jedoch noch andere Leute, die hinter dem Diamanten her waren. Wie Sie sich vorstellen können, ist der Schwarzmarkt ein gefährlicher Dschungel. Und da das Geld die Welt regiert und Vorsicht die Mutter der Porzellankiste ist, beschloss der Kameltreiber, ein doppeltes und dreifaches Spiel zu spielen. Er verkaufte den Diamanten an 3 Mafia-Bosse der Stadt. Am Ende fand man ihn tot auf und der Diamant war verschwunden. Einige Zeit später hat Jimmy die Ratte mich aufgesucht. Ein Niemand, der als Handlanger für Alfred den Dicken arbeitet. Das ist einer der Mafia-Bosse, die das Geschäft mit dem Kamelführer eingegangen waren. Er war genau neben der Stelle, wo der Tote gefunden worden war. Er steckte in einem Gully fest, dessen Deckel neben dem Toten lag. Irgendwie witzig, oder? Aber nicht für den Kameltreiber. Haben Sie den Diamanten noch oder haben Sie ihn Alfred dem Untergroßen schon ausgehändigt? Dem Dicken? Nein, noch nicht. Und ich weiß nicht, ob ich ihm den Diamanten geben werde oder ob ich zur Polizei gehen sollte. Was würden Sie tun? Tja, wenn ich ihn der Polizei bringen sollte, würde ich ihn nicht teilen, sondern als Ganzes überreichen. Aber ich kann mir was Besseres vorstellen. Warum geben Sie ihn mir nicht und vergessen alles darüber? Ich bewundere Ihre Naivität. Woher kommen Sie? Viva España. Ah, deswegen. Aber ich sage nein. Der Diamant ist hier im Büro gut aufgehoben. Die Angelegenheit ist etwas brenzlig. Vielleicht sagt Ihnen der Name Malteser Falke etwas. Nichts zu machen, hier ist er sicher. Egal, ob ich meinen Anteil bekomme oder nicht. Sie geben ihn mir nicht, oder? Gute Schlussfolgerung. Also, der Diamant, der befindet sich scheinbar im Büro. Bis dann. Bis dann, mein kahler Freund. Und denken Sie dran, wenn Sie mich brauchen, pfeifen Sie. Sie sind nicht mein Typ. Okay.
Haben wir eigentlich nicht vorher was gekriegt? Da ist was drin. Bei dem Gewicht und dieser Größe würde ich sagen, das ist ein... Nein, viel zu klein dafür. Um ehrlich zu sein, habe ich nicht die geringste Ahnung, was im Umschlag ist. Fernglas? Müssen wir... So, das ist eine Überraschung. Ach so, und was machen wir mit dem Ferngläser? Geben wir ihm das? Ja, ja. Werfen Sie einen Blick durch das Fenster auf das Gebäude dort an der Ecke. Sie werden da viel zu sehen bekommen. Ich meine, untersuchen. Wirklich? Ein Mordfall? Ein Raub? Etwas Lohnenswertes? Ich bin überzeugt, dass es sich lohnt. Kommen Sie schon, bevor sie weg ist. Wer geht weg? Vergessen Sie es. Ich verstehe nicht, woher Ihr Ruf als guter Detektiv stammt, wenn Sie nicht gemerkt haben, dass im Zimmer gegenüber eine Frau mit unglaublichen Kurven dabei war, sich die Strümpfe auszuziehen. Was? Geben Sie her, geben Sie her! Beim Schatz der Sierra Madre. Was für ein Weib. Die ganzen Jahre habe ich sie vor der Nase und habe es nicht bemerkt. Was für Kurven. Was für eine Figur. Da bleibt doch ein Mann wie ich nicht einfach kalt. Was für Beine. Sobald sie durch die Tür geht, wird sie wissen, was ein echter Mann ist. Die Frau wird mir in die Arme fallen. Und nicht nur dorthin, sobald ich mit den Fingern schnipse. Ich weiß, ich bin unwiderstehlich. Meine 150 Liebschaften sind der Beweis dafür. Of course. Was? So bescheiden und romantisch, nicht wahr? Das ist also der wahre Spade. Ich bin vielleicht naiv gewesen. Ich habe genug von dir. Ich gehe. Ein feines Spektakel, Freunde. Aber ich bin ein harter Mann und lasse mich nicht beeindrucken. Die einzige Freundin, der ich vertraue, ist meine Flasche. Jetzt muss ich weiterarbeiten. Okay, er muss weiterarbeiten. Das Fernglasel haben wir noch dabei. Und die Sekretärin ist weg. Da liegt eine Notiz dafür. In letzter Zeit waren die Fälle viel zu einfach geworden, als dass ich mein Büro hätte verlassen müssen. Das Telefon war zum wichtigsten Werkzeug des Alltags geworden. Wenn ein Kunde anrief und sagte, seine Frau sei seit 3 Tagen verschwunden, erklärte ich ihm, er solle auch verschwinden, aber aufs Land, um sich mit den Hirschen anzufreunden. Ich habe den Beruf schon viel zu lange ausgeübt, um mein Büro wegen Nichtigkeiten wie dieser zu verlassen. Ich glaube nicht, dass ich von hier aus die TIA anrufen kann. Ich dachte, dies wäre ein Film. Ja? Hören Sie, mein Freund. Versuchen Sie nicht mehr, die Hauptrolle in meiner eigenen Geschichte wegzunehmen. Entschuldigung, die Macht der Gewohnheit. Aber ich höre schon zu. Fahren Sie bitte fort. Der Typ glaubte, er könne seine Agentur nicht anrufen, weil dies ein Film sei. So, was ist denn das für eine Notiz da? Auf dem Tisch lag eine sehr verdächtig aussehende Notiz. Der Typ mit den 2 Haaren wunderte sich und fragte sich, wem jenes Blatt Papier gehören mochte, das... Moment mal, verdächtig aussehend? Was soll ich mich fragen? Das ist ein einfaches Stück Papier. Ihre Sekretärin hat es bestimmt einfach liegen lassen, oder? Was ist daran merkwürdig? Seien Sie kein Spielverderber. Das war nur, um etwas Spannung aufzubauen, etwas Mysteriöses. Also wirklich. Hören Sie mir bitte mit Mysterien auf. Wir haben schon genug für heute. Ich gehe, Sam. Ich habe geglaubt, zwischen uns gäbe es etwas Besonderes. All diese Jahre habe ich diese blöde Arbeit ertragen. Ich habe nur auf den Tag gewartet, an dem du merken würdest, dass ich die Frau wäre, die dich den Rest deiner Tage glücklich machen würde. Aber du bist auch nur wie die anderen. Du bist ein Schwein. Du willst mich nur dafür eben. Leb wohl, Sam. Und bei allem Respekt, scher dich zum Teufel. Okay, also die Sekretärin ist abgehaut. Wenn der dämliche Typ seine Hand in eins meiner Archive gesteckt hätte, wäre er nicht nur kahl, er hätte auch keinen Arm mehr. Achso, das können wir nicht machen. Aber wie schaut er mit der Handtaschen aus? Ich hatte die 2 Figuren unterschätzt. Viel zu intelligent, sehr verdächtig. Ich hatte jedoch den Eindruck, dass ihnen von einer dritten Person geholfen wurde. Ich wurde dieses Gefühl nicht los. Gut, was haben wir in der Handtaschen? Ich wollte schon immer wissen, was Frauen alles in ihren Taschen mitschleppen. Was ist das? Ach, je. Und das hier? Sieht aus wie ein... Sieh mal einer an.
und hat so vornehm getan. Das ist ja der Gipfel. Wozu kann man das benutzen? Es ist zum... Na sowas. Hier ist auch ein Schlüssel. Den behalte ich. Ja, wir haben einen Schlüssel. Den können wir vielleicht da benutzen. Aha! Ja! Ein Diamant! Wir sind gerettet! Frei! Wo ist der Diamant? Besser Fred nimmt ihn. Er hat das Teledingens. Ach, da ist der Diamant drin. Hier liegt ein Diamant. Wir können nach Hause zurück. Frei! Meins. Okay, mal sehen, ob es funktioniert.